Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, alles klar bei euch. Ja, du, beim Baby geht es jetzt echt nicht mehr lang. Das ist die erste Info. Die zweite ist dann noch so ein bisschen bezüglich Games, die dritte. Und zwar die Sniper Elite 4 habe ich durchgespielt. Hat etwa 12 Stunden gebraucht, habe es auf Easy gespielt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man kann die Waffen aufleveln, es gibt so Herausforderungen, die man machen kann. Man kann die Levels auf spezielle Arten schaffen, also es gibt jedes Material und wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich sicher noch einmal auf normal durchspielen. Grafisch ist es voll okay, absolute Standardware zum Teil, aber wiederum haben sie auch bemerkenswerte Details eingefügt, es gibt wirklich auch schöne Szenerien, Wettereffekte zum Teil auch. Ja, mal, alles in allem wirklich ein gutes Game, so ein 8 von 10, wirklich tiptop, das Beste in der Sniper Elite Serie finde ich bisher, weil der Open World Aspekt, der ist schon sehr viel wert. Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, effektiv. Und was ich auch nur empfehlen kann, ist das Horizon Zero Dawn für PS4. Das kommt ja morgen offiziell am 1. März raus. Der eine oder andere hat es vielleicht schon. Ich habe jetzt etwa 16 Stunden gespielt und bin jetzt gerade mal so aus dem Vorgebiet. Es gibt so ein Startgebiet, dann gibt es ein Vorgebiet und dann kommt man dann ins Grosse. Ich wollte eigentlich gar nicht viel spoilern, versuche mich hier auf jeden Fall zurückzuhalten, aber für die es sich noch reinziehen, ich doch das Video jetzt hier schon beenden. Vielleicht hätte ich vor diesen Gebieten, die ich erwähnt habe, schon etwas sagen, aber seriously, im Hintergrund startet jetzt gerade ein Gameplay, das ich ziemlich vom Anfang an aufgenommen habe. Aber auch hier sieht man natürlich ein paar Sachen, die vielleicht selber erleben willst. Und wie gesagt, wenn es vorerst das Game zu kaufen, zieht es rein. Ich finde, es ist das beste Open-World-Spiel, wo so Tiere in Anführungs- und Schlusszeichen hat, wo es um Postapokalypse geht, wo man mit Pfeil und Bogen spielen kann. Es gibt schon sehr viele, die das probiert haben. Ich denke, jetzt gerade Far Cry Primal ist eigentlich der beste Vergleich, auch wenn es natürlich viele Sachen hat, die nicht gleich sind. Als erstes schon gerade mal Perspektiven. Aber ja, es hat wirklich gewisse Ähnlichkeiten. Mehr möchte ich hier jetzt auch nicht sagen. Und die Grafik ist, ich sage es jetzt einfach, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Übergreifend. PC, Konsole, whatever. Und klar gibt es vom PC Zeug, wo das schon noch ein bisschen besser aussieht, je nachdem, auf was für grafische Effekte das man steht oder noch brutalere Auflösungen. Aber als Gesamtkonzept Horizon Zero Dawn scheint es auch auf der regulären PS4 spielen, es auf der Pro. Ist echt wunderschön anzuschauen. Es ist sensationell, wie sie die verschiedenen Gebiete. Achtung, jetzt eben wieder ein bisschen spoilerische Sachen. Hier haben wir am Anfang so ein bisschen die winterlichen Locations, kommen näher, wo es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen grüner. Es ist ein bisschen sandiger, wüstenlike, es ist Jungle-Style. Ich habe noch nicht so viel gesehen. Aber es ist schlichtweg beeindruckend. Es gibt einen Fotomodus, wo man die Tageszeit einstellen kann. Und nur schon dort den Schieber ein bisschen hin und her zu schieben und zu schauen, wie sich die Sonne, der Mond, die verschiedenen Lichtstimmungen, der Nebel, alles irgendwie während dem Tag und zum Teil auch sehr schnell kann verändern kann, ist wow, fucking amazing. Wirklich ganz ein krasses Game. Guerrilla sind ja bekannt eben durch Killzone Games, dass sie absolute Chefs sind, wenn es um Grafik geht. Also ganz cool, dass sie auf diesem Level abgeliefert haben. Was natürlich auch etwas ganz Wichtiges ist, vor allem auch gerade, wenn ich mit den Headphones spiele, aber auch sonst natürlich, je nach Anlage, die man hat, ist der Sound. Und auch hier, ich habe jetzt nicht unbedingt eine musikalische Ausbildung genossen, aber was an meine Ohren gelangt, ist auch hier wirklich sehr nice. Passt sich sehr gut den jeweiligen Gegebenheiten an, eben der dynamische Soundtrack. Zum Teil hat es mich auch ein bisschen an Witcher 3 erinnert, je nach Gebiet.
ja, unterschiedliche Klänge. Der Ton der Gegner ist klar zu identifizieren, woher kommen die. Der Sound, den man selber macht, hilft einem bei der Orientierung. Das Feedback, das man bekommt von der Umgebung, es ist wirklich sehr gut gemacht. Und auch wenn man dann ganz still, ohne musikalische Grundlage, einfach mal neu durchschleicht und so ein bisschen hört, was alles zirpt und zwitschert und keine Ahnung was, der Wind durch die Blätter zieht. Es ist wirklich auch in Bezug auf den Sound sehr, sehr nice. Die Stimmen sind auch voll in Ordnung, spielen es auf Englisch. Was hier sicher noch zu erwähnen ist, das habe ich auch jetzt schon öfters gelesen, ist Gesichter. Sieht zum Teil ein bisschen strange aus, weil sie so auf einer Seite hyperrealistisch aussehen und auf der anderen bewegen sie sich einfach irgendwie, als hätten die Leute Masken an oder Fritten von Botox. Also noch ein bisschen spässig und das wird ja immer mehr jetzt das Thema, weil je realistischer das Grafik wird, umso mehr fällt er auch auf, wenn sich die Animationen vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem decken, wie was gesagt wird oder wie du erwartest, wie sich ein Mensch verhalten sollte. Vor noch 10 Jahren oder so, oder auch Games, je nach grafischem Stil, auch noch heute. Wenn das, wie soll ich sagen, so gewählt wird, dass der Charakter nicht echt erscheint, dann kann sich der auch strange benehmen und strange animiert sein, aber je echter das eben halt die Charakter auch visuell wahrnehmbar sind, umso genauer muss dann auch der ganze Bewegungsablauf, die ganze Mimik und so stimmen. Sonst wird es einfach gespässig. Ein sehr interessantes Thema. Jetzt aber zu fest am Abschweifen, weil jetzt nach dem Sound und der Stimme möchte ich auch aufs Gameplay kommen. Und das ist aber noch ein interessanter Faktor, wenn es darum geht, dass Firmen, Entwickler, die grafisch sehr stark sind, die super Engines machen, dass die dann auch ein Spiel machen können, das auch wirklich Spass macht und über längere Zeit auch motivieren kann. Ist nicht immer gegeben. Die sind nicht immer in der Lage, dort abzuliefern. Und ich mache es kurz. Sie haben auch hier abgeliefert. Was für eine Überraschung. Es ist erstaunlich, wie viele interessante Aspekte dass sie eingebaut und kombiniert haben. Zum Teil auch eigene Ideen reingebracht ins Game. Ja, ich weiss eben gar nicht. Zu viel möchte ich wirklich noch gar nicht erzählen. Sonst wird da gespoilt, aber auf der anderen Seite ist hoffentlich niemand mehr am Zuhören, der es wirklich auch selber spielen will. Also ich warte noch schnell. Tut mir leid für die jetzt ultra gickerig waren auf die heisseste News. Vielleicht findet ihr das auf anderen Channels, andere Let's Plays. Ich mache dann vielleicht noch ein Video, wenn ich mich ein bisschen besser auskenne mit der ganzen Story und so. Aber wie gesagt, falls es irgendjemand noch selber möchte erleben, wäre es schade, wenn es hier zu viel rausrutscht. Wie gesagt, es ist sehr interessant gemacht. Es ist auch noch ziemlich so ein bisschen gamey, würde man auf Englisch sagen, das Spiel logischerweise. Es hat auch so ein bisschen Missionstypen, die man schon öfters gespielt hat, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das Ganze dann sehr stark immer wieder wiederholt, wird durch verschiedene Sachen, die es eben auch erzählerisch zu tun gibt oder Einfluss kann nehmen, wird das ein bisschen aufgelockert. Die Nebenmissionen scheinen bisher interessant zu sein. Noch nicht gerade der Witcher 3 Level, aber auf jeden Fall spannend teilweise. Ich bin auch gesamthaft an der Story sehr interessiert. Hey, falls ich es noch nicht erwähnt habe, und sonst halt jetzt noch zum zweiten Mal das Gameplay im Hintergrund einschauen, das nicht. Ich erzähle jetzt einfach meine Viertelstunde und lasse das im Hintergrund rattern. Nicht, dass ich noch in irgendeiner Form animiert werde, sonst noch etwas zu erzählen, was ich gerade sehe, sondern einfach unabhängig. Es gibt ja vielleicht auch die das Bild haben weggeschaltet und nur aufs Text hören. Kommen wir wieder zurück. Ja, das Gameplay, wie gesagt. Leck ist es mühsam, wenn du nicht einfach so ausreden kannst. Es ist vielfältig. Es gibt wirklich einiges zu tun. Die Story ist sehr interessant, auch der Anfang. Es hat mich gerade voll mitgenommen. Die es dann sehen, werden es vielleicht auch ein bisschen verstehen. Das Thema, was dort darum geht.
Sie geben gerade Vollgas. Sie geben gerade Vollgas und versuchen so ein bisschen an die Emotionen des Spielers zu appellieren. Je nach Alter oder Coolness, wo man halt irgendwie muss zur Schau stellen muss, lässt man sich nicht berühren von dem. Oder spielt es halt einfach, weil es ein Spiel ist, kein Problem mit jemandem, der emotional sich nicht so binden will. Aber wer so ein bisschen in die Story einsteigen kann, bekommt echt etwas Gutes spendiert. Und spannend, die erste Phase wird dann so ein bisschen langsamer, sage ich jetzt mal, von der Gesamtdynamik, bis man dann aus dieser Startregion eben kann rauskommen und dann mal auf eigene Faust kann entdecken und halt die Wesen auch, die Roboterwesen, ich meine, dass es Roboter sind, ist ja kein Geheimnis mehr, das weiss man jetzt schon länger, das ist in dem Sinne kein Spoiler. Sie sind gut anzuschauen, sie sind interessant anzuschauen, sie auch interessant, wie sie sich dann benehmen, im Einzelfall, im Herdenverhalten, wie sie untereinander interagieren, ob sie die überhaupt wahrnehmen, weil du eigentlich nur ein kleiner Mensch bist, wie aggressiv oder zutraulich sie sind. Und das Faszinierende ist auf jeden Fall, du startest in ein Gebiet, in eine Zone, wo du noch nicht warst, siehst vielleicht ein paar neue Lebewesen, Maschinenwesen und vor allem Maschinenwesen sind sehr, sehr beeindruckend. Das ist noch interessant gemacht. Ich hatte das Erlebnis 3-4 Mal gehabt, dass ich in ein neues Gebiet reinkomme und habe dort dann eigentlich ein neues Wesen angetroffen. Und zum Teil ist man halt ein bisschen leichtsinnig und denkt sich, ja komm, den versuche ich jetzt mal zu knacken. Und das ist dann, keine Ahnung, du bist so eine Viertelstunde mit diesem Teil am Fighten, springst um dein Leben, versuchst deine verschiedenen Waffen und Methoden, die du kannst einsetzen, geschickt zu verwenden, aber am Schluss ist eigentlich keine Chance. Und das Game hat eigentlich ein gutes Speichersystem, man kann an vielen Orten speichern, aber wenn du so ein bisschen in der Pampa rumgurkst und nie gehst speichern, und dann auf einen Gegner triffst, der aus dem Nichts raus die plötzlich fertig machen kann, weil das gibt es dann schon auch, das ist wieder so ein bisschen Far Cry Primal-mässig, hast du dann eigentlich viel Progress halt, verloren, was zum Teil ein bisschen frustig kann sein, aber das ist mir jetzt noch nicht so oft passiert und man muss sich halt selber ein bisschen an die Nase nehmen und schauen, dass man immer wieder so ein bisschen, wenn man Speicherpunkt durchkommt, wie gesagt, die sind grosszügig verteilt. Also, dann kommst du so in ein neues Gebiet, triffst auf neue Tiere, mechanische Lebewesen, mechanische Kämpfer, mechanische Maschinen. Einfach ganz viel Metall ist da unterwegs und versuchst die Scheiben zu knacken und merkst, hey, ich habe keine Chance und alles so gut, dann schleichen wir auch ein bisschen. Ich versuche so ein bisschen aufs Schleichen zu setzen. Du kannst auch deine Attribute in dieser Hinsicht so ein bisschen optimieren, die in diese Richtung orientieren. Und von dem her kann ich denen zum Teil auch ausweichen. Aber wie gesagt, man entdeckt immer wieder etwas Neues und als erstes ist man immer ein bisschen eingeschüchtert, ausser man ist eben leichtsinnig. Und mit der Zeit lernt man die Wesen erkennen und lernt auch die Schwachstellen kennen. Klar kann man die scannen und es zeigt einem gerade, ja, hier ist er ein bisschen auf das und so nicht so zu sprechen, ein bisschen schwach in Bezug auf Angriffe, die panzerbrechend sind oder was es da immer ist. Und du versuchst dein Glück und erst nach einer Zeit stellt sich dann ein, wow, da kann ich ja richtig viel ausrichten. Mit nur einem Schuss, ich muss da gar nicht so durchdrehen. Ein kleines Beispiel möchte ich hier jetzt doch noch einstreuen. Und zwar gibt es so eine mechanische Tierart, wo, ja, keine Ahnung, das sind so wie Hirsche oder so, die aber irgendwie mit dem Kopf im Boden graben und auf dem Rücken so entzündliche Substanzen haben. Und das wird jetzt am Ende oder anderen auch schon den richtigen Weg aufzeigen. Das ist korrekt. Die kann man natürlich in Brand setzen, die Substanzen. Und wenn man sie Feuerpfeil auspackt und auf das Ding schießt, aus der Deckung raus getarnt, dann wird man auch nicht gerade erkannt. Das komische Viech erklüpft ein bisschen, schaut ein bisschen um, versucht die zu finden, schnallt es aber natürlich nicht und hinten dran kökelt sein Rücken langsam. Und plötzlich macht es Boom und dann gibt es eine richtig grosse, fette Explosion und nebendran die Tierchen reissen auch gerade mit. Und somit hast du am Schluss 3-4 schnell erledigen mit einem Schuss. Und wenn du es optimal machst, schießt du links einen ab, schießt du rechts einen ab. Die beiden Explosionen überlappen sich und das ganze Feld ist
radiert. Und mit denen hatte ich früher ein bisschen zu kämpfen, von denen hatte ich früher noch ein bisschen Angst gehabt. Und die Story kannst du eigentlich weiterspinnen und das haben auch viele, die es jetzt getestet haben, gelobt. Es ist sehr interessant, die Waffen, die man hat. Es ist nicht so, dass man dann einfach eine bessere Waffe findet und mit der dann plötzlich einfach mehr Schaden macht. Das ist natürlich der Fall, dass die Grundwerte haben, Schadenswerte, das Handling und so. Aber wenn du die Waffe nicht richtig einsetzt, dann wird die nie zu dem Potenzial sich entfalten, das eigentlich vorausgesehen ist oder der Entwickler hat wollen. Und um dort noch so ein bisschen mehr darauf einzugehen, ich sehe, die Zeit läuft langsam aus. Es ist dann so, dass es halt einfach Waffen gibt, die der Gegner nicht verletzen primär, sondern schwächen. Und ihn einfach in dem Sinn präparieren für die Waffe, die den richtigen Schaden macht, damit es noch mehr Schaden macht, weil er schon ein bisschen vorpräpariert ist. Ich sage jetzt mal, man kann Gegner mit Eis manipulieren, mit Elektroschocks. Und wie gesagt, wenn ein Gegner schon in dem Sinne in diesem geschwächten Status ist, kann man noch viel mehr Schaden machen, noch viel schneller zum Ziel kommen. Das ist unglaublich interessant, das auszutüfteln. Also, ich bin hin und weg, hey, wirklich, jede freie Minute versuche ich zu zocken momentan. Sonst noch sehr viel um die Ohren, aber wie erwähnt, 16 Stunden gleich schon investieren, was nicht wenig ist. Und ich bin noch nie. Die Leute, die es durchgespielt haben, scheint es nach 30 Stunden kommst zum Ziel, wenn du so ziemlich an Hauptstrang haltest. Aber dass du dort gegen die 50 oder 60 Stunden kannst investieren, wenn du die Zeit auch hast und willst reinstecken, ist absolut realistisch. Die Sachen, die man dort sieht, es ist fucking mindblowing. Es ist wirklich immer wieder aufs Neue. Laufst irgendjemand her, kommst irgendjemand rein, ist irgendein Wetter oder Tagesstimmung, wo man sagen wow, wirklich beeindruckende Arbeit geleistet. Grafisch, soundtechnisch, Gameplay-mässig, es ist ein rundes Paket. Ja, ich bin so ein bisschen am Scores rausschmeißen, so wie eigentlich das Resident Evil 7 ein absolutes 9 von 10 ist. Und wie gesagt, Sniper Elite 4 ein Deep Tops 8 von 10 ist auch das Horizon Zero Dawn ein 9 von 10. Es ist wirklich ein Game, wo ich muss sagen, schade habe ich nur so wenig Zeit. Weil am 3. kommt ja schon der Nintendo Switch, wo ich mich recht scheint darauf freue. Mit dem Zelda. Und das ist jetzt noch der letzte. All die das Horizon Zero Dawn gespielt haben und sehr begeistert sind von diesem Game. Wirklich voll des Lobes. Und gleichzeitig auch schon eine Switch haben bekommen. Mit dem Zelda. Sagen fast alle, und Achtung jetzt, dass Zelda noch besser ist als das Horizon Zero Dawn. Und es geht jetzt nicht um einen Schnäppi-Vergleich oder welche Konsole ist besser oder hat die besseren Games. Bekannterweise freue ich mich über jedes gute Stück Software und habe zum Glück die Möglichkeit, die auch zu spielen auf diesen verschiedenen Plattformen. Darum muss man da nicht so shitty Fights eingehen. Ich kann mir es echt fast nicht vorstellen, dass das noch besser ist, weil, wie gesagt, das Horizon Zero Dawn kommt für mich so nahe an Perfektion her, wenn es darum geht, die verschiedenen Elemente zu kombinieren. Und auf die Story bin ich gar nicht groß eingegangen, weil, wie gesagt, nichts was Spoiler, aber auch die, leck ist das interessant, leck bin ich gespannt, wie das ausgeht, was dort noch rauskommt und wie manches Game gibt es, das das machen kann. Wirklich schwer beeindruckt. Und ja, ich will sicher die Erwartungen von mir selber, aber auch von euch, für die das Zelda sich da reinziehen, nicht zu hoch schüren. Aber es ist unglaublich, das Jahr hat kaum angefangen und wir haben hier schon dermassen hochkarätige Games. Yeah, wer hat es gedacht? Und ich mache jetzt mal Feuer oben, weil ich auch noch ein bisschen weitergamen will. Das Horizon Zero Dawn, ich weiss nicht, ob mir das etwas sagt. Was für ein Game, was für ein geniales Game. Es ist so cool, dass man mal eine weibliche Hauptdarstellerin spielen kann, die nicht so eine Klischeefrau ist, nicht immer so ein aufgeblosener Kämpfertyp oder whatever. Und für die es stört, das Chick zu sein, ja, keine Ahnung, da weiss ich gar nicht, was dazu sagen. Ich finde es super. Hey, ich wünsche euch eine gute Zeit.
für die es auch gamen, ganz viel Vergnügen und auch allen eigentlich sonst ganz viel Vergnügen. Habt's gut, passt auf den auf. Das Mikrofon verschiebt sich, die Akustik vermutlich auch. Tschüss zusammen.